Wir steigen jetzt hinunter zum Schlossturm, zum Meister Janis. Das ist nämlich die kleinste Druckerei Europas und der hat bestimmt was für dich. Und hast du es gemerkt? Du musst dich nur einmal auf dem Absatz rumdrehen und schon hast du die ganze Druckerei gesehen. Dobar dan, Meister Janis. Говорите немешko? Ja, guten Tag. Normal sprechen Sie Deutsch? Na klar. Ja? Die junge Dame hier. Bitte. Die sucht noch ein Souvenir direkt von dem Schloss Pled. Ja, Habt ihr normal. da was? Ja. Guck mal hier. Oh, Romy, jetzt kriegst du eine richtig schöne Erinnerung vom Schloss. Ja. Ganz frisch gemacht. Mal. Handgemacht Papier. Ja. Mhm. Vom Meister persönlich. Ja, und bitte, das. Rüber? Ja. Kommt, wir fassen zusammen an. Okay. Zusammen, ja. Nochmal. Nochmal. Ja, zurück, bitte. So, zieh! Oh, schau. Wow. Jetzt kannst du sie dir mitnehmen. Ja, und bitte keine Souvenir. Hvala lepa, vielen Dank auch Meister Janis. Das muss ich Reinhard zeigen. Wo ist er denn überhaupt? Sie haben eine gute Wahl getroffen. Kein Wein schmeckt so gut wie der bei mir, bei der Dame. Zu Hause werden Sie sich ärgern, dass Sie nicht gleich ein ganzes Fass mitgenommen haben. Ja? Klar. Oh ja, ich merke schon, hier in Adamis Weinkeller hoch oben über Bled, da wird auch der überzeugteste Biertrinker schwach. Slowenische Weine wussten übrigens auch schon die Bischöfe von Brixen zu schätzen, obwohl sie ja in ihrem Südtirol genug eigene Rebstücke vor der Haustür hatten. Einer Schenkungsurkunde aus dem Jahre 1004 verdanken die Blätter die Gewissheit, dass es sich bei ihrem Ort um einen über 1000-jährigen in Europa handelt. Das wurde natürlich auch im vergangenen Jahr gebührend gefeiert. Schließlich war der Bürgermeister von Bled, Joscha Antonic, viele Jahre Chef der legendären Alpenoberkrainer. Und die Brüder Ausenig sind Ehrenbürger des Kurortes am See. Ja, hier weiß man eben noch guten Wein und gute Musik zu schätzen. Prost, Kellermeister André!